Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Ich kommentiere eure Kommentare Video. Ja Leute, wir gehen einmal rein zu den Kommentaren zur Neuverpflichtung von Ito und zu euren Kommentaren zur Vertragsverlängerung von Alexander Pavlovic. Und damit würde ich sagen, nicht lange schnacken, rein in den Bums. Aber vorher wie immer der Hinweis, wenn ihr hier noch kein Abonnent seid auf diesem Kanal und euch gefällt, was ihr seht, lasst doch gerne ein Abo da, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier tue. Vielen lieben Dank. Und damit gehen wir rein. Wir fangen an mit euren Kommentaren zu der Neuverpflichtung von Ito. The King. Ich sage es immer, lasst den Eberl kochen. Ito letzte Saison bockstark, hoffe er kann da anknüpfen. Das mit De Ligt hingegen ist mir auch ein Rätsel. Ja, wir hatten es gestern auch im Stream kurz, bevor ich das 100-mal jetzt beantworte, falls hier noch mehrere Sachen dazu kommen. Leute, das schreiben irgendwelche Medien. Ja, auch da, wie du es so schön geschrieben hast, lass den Eberl mal kochen, lass die Leute da mal machen. Ich denke, es wird Gespräche geben und dann wird man sehen, ob ein Tar noch kommt, ob ein De Ligt geht oder ob ein Upa geht oder ein Minje geht oder alle drei oder nur zwei oder ändern können wir es eh nicht. Für mich wäre es auch ein Fehler, De Ligt abzugeben. Für mich ist De Ligt klar der Abwehrchef. Wenn man jetzt aber auf Tar und Ito setzen will, ja, ich glaube, ein De Ligt wird auch nicht damit zufrieden sein, dass er auf der Bank sitzt. Ne? Und wenn du dann für ihn 70 Millionen kriegst oder die 65 Marktwert, die er hat, dann ist er nun mal auch eine Einnahmequelle, um das andere zu finanzieren. Ne? Wir werden sehen. Talion, ich hoffe, dass De Ligt bleibt. Jo. WhatsApp, guter Transfer, aber De Ligt muss unbedingt bleiben. Great One, De Ligt behalten, dafür Kim und Upa verkaufen. Wenn man dafür Tar noch bekommt, hätte man De Ligt, Dyer, Ito und Tar genug für die IV, sofern nicht wieder jemand dauernd verletzt ist. Ja, klar reichen 4 Innenverteidiger, zumindest wenn du mit einer Viererkette spielst. Man wird sehen. Ja. Also ich bin auch ein großer De Ligt-Fan, das wissen die Leute, die hier auf dem Kanal länger dabei sind. Ich sehe ihn oder habe ihn auch immer gesehen als den Abwehrchef in unserer Abwehrreihe. Ja. Ich bin sehr gespannt, wo die Reise hingeht. Ito war stark bei Stuttgart, guter Ergänzungsspieler für uns. De Ligt unbedingt halten, bitte. Upa verkaufen. Ja gut. Da steht kein Name. Ich spare mir das hier jedes Mal. Wenn da User steht, dann steht da User. Alex, schon traurig. 3 Jahre beim VfB und keine 10 Wörter Deutsch sprechen. Ja, das wird sich dann wahrscheinlich jetzt ja ändern, oder? Gerard Berger, wenn man den Upa einem De Ligt vorzieht, muss das aber auch klappen, sonst bekommt der Kompanie schon den ersten Problem mit den Fans. Weil ich wie du denke, dass De Ligt besser passen würde und es auch schon bewiesen hat. Ja, aber nochmal, was gerade das saugen sich irgendwelche Medien aus den Fingern, was man gerade liest. Also, Leute, wartet doch mal ab. Ich glaube, De Ligt hat so letztens sogar selber noch in der Pressekonferenz gesagt gehabt, der hat noch nicht mal mit der Kompanie gesprochen. Also. Immer mal abwarten. Erwin, moin. Denke auch, dass das ein guter Transfer war. Er bringt viele Sachen mit zum Thema. De Ligt kann ich nicht nachvollziehen, warum man ihn verkaufen möchte, außer eben das Finanzielle. Gut, er war letzte Saison ab und an mal verletzt, aber dann, wenn er gespielt hat, Leistung gezeigt. Verstehe ich nicht, warum man dann bei einem Davis so ein Hin und Her macht und ihm sogar noch mehr Geld geben würde, obwohl er keine Leistung zeigt. Und dann hast du einen Spieler, der Leistung zeigt und der soll dann zu teuer sein. Naja, schauen wir mal, was wird. Ja gut, ich wiederhole mich jetzt nicht 100-mal zum Thema De Ligt, dazu habe ich alles gesagt. Zum Thema Davis, auch der war, wer sagt denn, dass wir ihm noch mehr Geld geben wollen? Wer sagt das? Außer irgendwelche dummen Medien. Also, Leute, ihr solltet mal nicht immer alles glauben, was in irgendwelchen Zeitungen steht. Ja? Thema hatten wir gestern im Stream, also ich weiß nicht, wie man so vernebelt sein kann. Man liest eine Schlagzeile in der Zeitung und nimmt das für wahr oder was. Also solange das nicht aus dem Mund oder aus einem Interview von Eberl, Freund oder den Beteiligten kommt, ja, da muss man das alles nicht für voll nehmen, was da geschrieben wird. Also. Gerard Berger kann mehr Deutsch als Guerrero, der schon über 10 Jahre im Land ist.
Mara, servus, warten wir mal auf die Experten, denen das so klar war, dass er geholt wird. BVB, ui, das kam wirklich überraschend. Ich bin gespannt, für wen er kommt. Ich glaube nicht, dass sie alle IV behalten werden. So oder so kann das nicht nur beim BVB, sondern auch bei den Bayern ein spannender Sommer werden. Bei uns wird es auf jeden Fall ein spannender Sommer werden. Und ja, wenn man auch weiterhin an Tar dran sein möchte, werden sehr wahrscheinlich auch mindestens 2 Innenverteidiger gehen müssen bei uns. Und dann wird sehr spannend zu sehen sein, wer es sein wird. Ja. Admiral, ich frage mich als Außenstehender, warum Bayern in den letzten Jahren immer so viel Geld für die IV ausgibt und gefühlt hauptsächlich dort immer rumbastelt. Ich finde, das Mittelfeld und auch der Sturm sollten der Fokus sein. Mit Kane kam jetzt seit Jahren gefühlt der erste Weltklasse-Spieler, während Coman, Gnabry und auch Sané für mich Verkaufskandidaten wären und im Vergleich zu City und Real qualitativ nicht mithalten können. Ja, Palhinha soll kommen, aber für die Offensive sehe ich noch keinen großen Umbruch für nächste Saison. Ja, da stimme ich dir zu. Diese Innenverteidiger-Geschichte, habe ich ja gestern auch schon im Stream gesagt, ist auch ein bisschen hausgemacht. Ja. Ich denke, sie wird der Mannschaft einfach auch mal gut tun, wenn da ein klarer Sechser gespielt hätte. Hätte die Innenverteidiger auch ein bisschen entlastet. Ich gehe da mit. Was Coman, Gnabry und Sané angeht, bin ich 100% bei dir, sehe ich genauso. Was einen Stürmer anbelangt, ja, vorher hast du einen Levi gehabt. Was willst du da irgendeinen anderen Stürmer verpflichten? Ja, gut, wir haben dann das verpennt gehabt, beziehungsweise haben uns darauf eingelassen, ohne einen richtigen Neuner zu spielen, haben dann das mit Harry Kane korrigiert. Ja, aber was die Außen anbelangt, bin ich 100% bei dir. Und ich verstehe auch nicht, warum man die letzten Jahre so viel Geld da jedes Mal in die Innenverteidigung steckt. Ist mir auch ein Rätsel. So, ich glaube, dass De Ligt auf der Abgabeliste steht, weil er vermutlich der schlechteste Aufbauspieler im Verein ist. Und der Aufbau der IV bei Kompany letzte Station ziemlich wichtig war zu Ito. Ich denke, das ist ein guter Transfer, weil er der einzige Linksfuß der stark im Aufbau ist und eine neue Facette ins Team bringt. Ich hoffe, das ist deine eigene Meinung und nicht einfach irgendwo abgelesen, ne? Weil ich sehe das komplett anders. Also ich denke nicht, dass ein De Ligt der schwächste Aufbau Innenverteidiger ist von wenn wir Opa, Minjay und De Ligt nehmen. Martin, den Lichtabgang kann ich auch nicht verstehen, aber wer weiß, vielleicht gab es da intern irgendwas. Was ist denn los mit euch, Alter? Komm, das lese ich erst gar nicht weiter, Alter. Wer sagt denn, dass ein Lichtabgang feststeht? Was ist denn los mit euch, Alter? Junge. Mir ist De Ligt, ja. Ein Verkauf von De Ligt wäre fatal. Ich hoffe, das stimmt nicht. Ich kann es irgendwie nicht glauben. Wenn das stimmt, Eberl und Kompanie raus. Der Kommentar. Ja. Da müssen Eberl und Kompanie direkt raus, wenn man einen Spieler verkauft. Ja, das ist natürlich die passende Reaktion darauf. Ja. Aber was will man in der heutigen Gesellschaft noch erwarten? Ja. Wenn irgendwas nicht nach der eigenen Nase läuft, dann wird gleich immer... Jared Berger, der macht jetzt schon mal richtig Druck auf Davis. Der hat spätestens jetzt gemerkt, dass sein Stammplatz futsch ist. Mal sehen, wie der jetzt darauf reagiert. Ich glaube nicht, dass er als linker Verteidiger geholt ist. Ich denke eher als Innenverteidiger. Und dass Davis, ja, ich denke, Davis hat so auch genug Konkurrenz. Mats Raui, selbst ein Stani kann ein linker Verteidiger spielen. Guerrero ist noch im Team. Ich glaube nicht, dass ein Kompanie Guerrero im Mittelfeld sehen wird, wie es ein Tuchel getan hat. Also ich denke, Davis hat genug Konkurrenz. Zumindest wenn Davis auf Verteidigerposition eingeplant ist. Vielleicht sieht man ihn ja, oder sieht Kompanie ihn auch eine Position weiter vorne. Das wissen wir alle noch nicht. Ne? VfB Forza, sportlich für uns ein Verlust, aber finanziell ein großer Gewinn. Viel Erfolg in München, 100.000 Leihe, damals dann für 400.000 gekauft und jetzt für das fast 40-fache verkauft. Für das fast 40-fache? Okay. Ja, finanziell natürlich auf jeden Fall. Aber wenn man gerade verfolgt, was beim VfB passiert, ja, wird das auch eine interessante Geschichte. Ich weiß es nicht, schwer zu beurteilen, soll es außen stehen, aber wenn man sieht, wer da gerade alles den Verein verlässt und noch verlassen will,
hat man eine Mammutaufgabe vor sich, war erst recht dann auch auf die Champions League bezogen. Ist dann ein bisschen schade für Deutschland, weil ich glaube nicht, dass der VfB dann auch nur ansatzweise in der Champions League konkurrenzfähig sein wird, wenn wirklich der Verlust jetzt der kompletten Innenverteidigung, der Stürmer, dann wird's halt schwer, wa? Klar kann man neue Spieler verpflichten und einbinden und entwickeln aber das passiert natürlich auch nicht alles über Nacht, wa? Also, es würde mich sehr wundern. Es würde mich natürlich freuen, aber ja, das wird wild werden. Tommy, guter Transfer. Jetzt kann Davies nur zu den angebotenen Konditionen verlängern oder in die Wüste gehen. Ich verstehe nicht, warum ihr alle den Ito als Linksverteidiger seht. Und ich verstehe nicht, warum man das alles auf den Davies bezieht. Nochmal. Du hast einen Guerrero als Linksverteidiger, du hast einen Kretzig, der zurückkommt, du hast einen Aznu, der Linksverteidiger ist, wenn man die Eier hat, den spielen zu lassen. Du hast einen Mazraoui, der Linksverteidiger spielen kann. Selbst ein Stanisic kann Linksverteidiger spielen, hat er jetzt in der Nationalmannschaft auch gespielt, also wild. Aber gut, vielleicht sehe ich das auch völlig falsch. Vielleicht ist ein Ito wirklich als Linksverteidiger eingeplant. Wir werden sehen, ne? Dann haben wir auch keine Diskussion, ob ein Innenverteidiger uns verlassen muss. Da wurde sich ja nicht so geäußert. Vielleicht ist er ja wirklich als Linksverteidiger eingeplant. Oder vielleicht möchte Kompanie auch mit Dreierkette spielen. Das wissen wir ja alle nicht, ne? Deswegen, man muss nicht immer alles so ernst nehmen, was in irgendwelchen Medien steht, oder? Was ist, wenn Ito wirklich als Linksverteidiger eingeplant ist? So. Dann bemühst du dich weiterhin um Tar. So, dann muss auch nur ein Innenverteidiger gehen. Ja. Solti bei Schmidt. Hoffe, er kann auch die Leistung bei uns bringen. Zum Thema De Ligt, denke Eberl hat allen Bayern-Spielern mit hohen Verträgen einen neuen vorgelegt und nun dürfen sie selber entscheiden, gehen oder bleiben. Das Eberl doch einfach mal machen. Was habe ich denn jetzt damit zu tun, Alter? Casa, starker Transfer für meine Begriffe, kam aber sicher etwas überraschend. Ja. Ich hoffe natürlich, dass man ihn als Ergänzung sieht und nicht als möglichen Ersatz für De Ligt, bei dem ja viel über einen Wechsel spekuliert wird. Andrasch. Nachdem die Bayern letztes Jahr Endo als Sechser verpennt haben, ist Ito ein sehr erfreulicher Transfer. Noch dazu ohne mediale Vorabmeldungen, was auch sehr positiv stimmt. De Ligt ist in Sachen Passspiel nicht stark genug, bringt gut Geld ein und ist deshalb Verkaufskandidat. Ja, auch den Take halte ich für Schwachsinn. Banja, wie gesagt, aber nee, ich hab keinen Bock darüber zu diskutieren. Oder habe ich gestern im Stream gemacht. Ich sehe das komplett anders. Ich habe so viele Fehlpässe von Upa und Minjay gesehen. Also ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommt, außer dass man irgendwelche Schlagzeilen aus irgendeiner Zeitung nachblabbert. Banja, im Endeffekt steht eine Saison mit 45 Gegentreffern. Klar ist nicht nur die Verteidigung schuld, aber vielleicht ist das der richtige Schritt. Daher darf nicht der beste IV im Team sein. De Ligt verdient wohl 16 Millionen. Zudem soll man mit seiner Eröffnung unzufrieden sein. Beziehungsweise sein Bewegen mit Ball nach vorne. Da haben wohl Upa und Kim Vorteile. Am Ende bringt das Spekulieren eh nichts. Wer kommt, wer geht. Banja nochmal solider Transfer, vor allem ohne Ankündigung. Eigentlich hat man gar nichts davor gehört. Nicht mal ein Gerücht, ist mal sehr positiv. Ja. Und deswegen sollte man auch nicht den ganzen anderen Scheiß, der so geschrieben wird, einfach glauben. Ja? Nur weil sich irgendwelche Leute jetzt denken, oh ja, der FC Bayern verpflichtet Ito, oh, der FC Bayern möchte gerne noch Tar verpflichten, oh, was machen wir denn dann? Ja, dann stellen wir doch am besten mal De Ligt in Frage, weil das natürlich die meisten Klickzahlen gibt, weil Upa und Minjay werden ja selbst reden, da wird ja keiner anklicken, also bringen wir mal De Ligt als Abgang in Frage und bla und Sülz und Leute. Also, wir können uns darüber echauffieren, wenn das wirklich so kommen sollte, dann kann man sich darüber aufregen und ich verstehe immer nicht dieses im Vorfeld da abdrehen bei irgendwelchen Sachen, die in irgendwelchen dummen Zeitungen stehen. Also. So, damit ist auch gut jetzt. Richte mich nicht wieder auf wie gestern. Servus zusammen, hab gehört, dass der Licht lediglich aus finanziellen Gründen verkauft werden soll. Aha, von wem hast du das denn gehört? Hast du mit Max Eber gesprochen oder was? Christian, ich kenne Deutsche hier in Costa Rica, die leben 15 Jahre hier und sprechen ein bisschen Spanisch. Ja, aber das ist ja immer eine Einstellungssache. Ne? Und wie sehr man sich mit dem Land, wo man auswandert, dann auch auseinandersetzt.
Also das ist ja ein Thema, da könnte man extra Video zu machen, Alter. Also für mich wäre das nichts. Ich würde nicht in ein Land auswandern, ohne dann die Sprache zu sprechen. Was soll mir das bringen? Also. Aber gut, das muss ja auch jeder für sich wissen, ne? Patrick, jetzt noch Tar und Palinja. Lasst uns nächste Saison wieder angreifen. Wir kommen wieder. Ja, aber dann haben wir auch gerade erstmal die Defensive umgestaltet. Dann geht's noch in die Offensive eigentlich, ne? Lokerius, der nächste Bankdrücker. Ja, ganz genau. Rolf, zum Thema zu viele Innenverteidiger. Jede Topmannschaft in Europa hat 5 bis 6 Innenverteidiger im Kader. Alter, lese ich auch nicht weiter. Michi, was ich gut fand, Lob an die Vereinsführung und den Vorstand, dass der Transfer erst bekannt wurde, als er da war. Keine Spekulation, kein langes Vorspiel, gleich einlochen. Ich freue mich, dass man ihn für das Geld bekommen hat. Bin mir sicher, dass von ihm einiges kommen wird. Chico, hab ihn außerhalb der Spiele gegen uns nur einmal gegen Bremen gesehen. War schlechtester Mann auf dem Platz. Wäre nicht fair, ihn an diesem Spiel festzumachen. Wünsche ihm viel Erfolg mit uns. Ja, wie gesagt, richtig beurteilen können wir ihn eh nur, ist zumindest immer mein Credo, wenn wir ihn ein bisschen bei uns sehen. Ne? Also was ich von ihm gesehen hatte, die 4 Spiele, die ich gesehen habe, war es sehr gut. Und dann den Rest wird man sehen, ne? Denk mal so. Mirsan Harakiri. Anselano. Young Drums, Idee. Kannst du nach jedem Deutschlandspiel im nächsten Video eine Deutschlandperücke tragen? Nö, kann ich nicht. Christian Loch, der Licht verdient 16 Millionen. Aha, wer sagt das? Jared Berger, hab schon lange auf deine Meinung gewartet, aber du bist noch im Timing. Bild. Asche auf mein Haupt. Gerard. Marc der Storfer, Überraschung, Ito zu verpflichten. Wieder ein Linksfuß nach Badstuber, den japanischen Absatzmarkt weiter erschlossen, eventuell LV oder IV. Billig Gerüchte gewagt, fände ich nicht gut, ihn abzugeben. Was wird aus Buchmann, IV, schon 2 schwere Verletzungen? Warten wir einfach weiterhin ab. Heute Daumen drücken für Deutschland. Schönes Wochenende euch allen. Alex, Topspieler, der seine Passqualität wie ein Sechser hat. Bin mir sicher, er wird bei uns alle überzeugen. Ja, werden wir sehen, ne? Dordo, 2028 als Rückennummer. Also jetzt übertreiben sie es aber wirklich. Ja, es ist seine Rückennummer jetzt. Damit läuft er auf. Adam, ich bin nicht begeistert von Tar und Ito. Mit De Ligt haben wir meiner Meinung nach bereits die beste Lösung im Verein. Wenn man nur die Statistiken betrachtet, haben beide die schlechtesten Werte in Zweikampf und Passquote. Lass mich jedoch gerne eines Besseren belehren. Jeder wird seine Chance bekommen, sich zu zeigen und uns zu überzeugen. Pack mal's. Ja, ist Zweikampf, das ist wie mit jeder Statistik. Ich habe es ja schon mal gesagt, ne? Wenn du jetzt zum Beispiel, nehmen wir das Beispiel Kimmich. Kimmich hat oft eine sehr hohe Passquote und eine sehr hohe Zweikampfquote. Wenn Kimmich dann aber den entscheidenden, oder auch Opa, wenn er dann den entscheidenden Zweikampf am eigenen 16er verliert, woraus ein Tor entsteht, dann bringt ihm auch seine 95% Zweikampfstärke nichts. Ja. Natürlich sollte man als IV eine gute Zweikampfquote haben, gar keine Frage. Aber ja, wie gesagt, auf Statistiken weiß ich nicht. Ich bin keiner, der sich gerne an Statistiken hochzieht. Ich denke, man muss immer das Große und Ganze sehen. Wie gesagt, für mich ein No-Brainer-Transfer. Ja. Finanzielle Risiko ist sehr überschaubar. Selbst wenn er floppen sollte, wirst du ihn wahrscheinlich für 20 Millionen weitergeben können in einem Jahr oder 1,5. Also von daher alles gut. Ja. Und man wird sehen. Natürlich wird er den nächsten Stepper bei uns machen müssen, das steht außer Frage. Und den Rest wird man sehen. Unabhängig von irgendwelchen Statistiken oder nicht. Wie gesagt, ich verstehe halt auch nicht diese Aussagen zu De Ligt. Für mich ist De Ligt auch der Abwehrchef der Zukunft, Feierabend. Und ich hätte ihn starken IV an die Seite gestellt. Meinetwegen, wenn man das meint, stellt ihm Tar an die Seite. Aber ich glaube, auch ein De Ligt würde mit dem Opa gut funktionieren. Ja, auch das gab es ja nicht. Dass ein Opa mal einen starken De Ligt an seiner Seite hat. Gab es nur in der Saison davor mal. In der letzten gar nicht. Also von daher ist eine spannende Geschichte in unserer Innenverteidigung auf jeden Fall. Ja. Ich bin sehr gespannt. Young Drums, seine Videos fehlen mir. Welche Videos fehlen dir denn?
FC Bayern spielt doch gerade nicht. Ansonsten hast doch jetzt wieder ein Video, ne? Solarian, wenn De Ligt verkaufen, dann fehlen mir die Worte. Badflow, wenn der so ein Must-Have ist, warum hatte ihn denn keiner auf dem Schirm? Wer sagt denn, dass er ein Must-Have ist? Alter Belly. Tommy, der FCB sollte entweder den Rhetoriklehrer wechseln oder einen solchen einstellen. Dieses inflationäre sehr der Verantwortlichen ist ja furchtbar. Mhm. Patrice, Supertransfer, Eber spielt Moneyball. Udo Werner, Bayern wirft mal wieder mit Geld. Ja. Alter. Mattes, willkommen in der überteuerten Mittelmäßigkeit. Sorry, ist so. Ja, das werden wir doch dann nächste Saison beurteilen können, ob dem so ist, oder? Joachim, De Ligt hat einen Markt, Opa nicht. Wenn man Gehalt reduzieren möchte und Geld für neue Spieler generieren möchte, muss man leider De Ligt verkaufen. Für Opa bekommst du noch einen Handschlag mehr nicht. Was ist das denn für ein Schwachsinn, Alter? Ja, ich stimme zu, du wirst wahrscheinlich das meiste Geld für einen De Ligt bekommen, aber ein De Ligt sitzt gerade bei der EM bei Holland auf der Bank und ein Opa hat ein sehr starkes Spiel für Frankreich gemacht. Da jetzt zu sagen, Opa hat keinen Markt, also. Alter Belly. Mr. Teen Vidolet, finde deinen leicht zynischen Unterton irgendwie ein wenig verwirrend. Du kannst die Zeit nun mal nicht zurückdrehen und tatsächlich musst du dir auch ehrlich eingestehen, dass du in gewisser Weise auch ein Teil der genau davon bist. Vielleicht interpretiere ich dich aber auch falsch. Rot-weiße Grüße. So, die Interviews haben wir natürlich nur auf dem Bayern-Kanal, aber auch das kriegen wir hin. Hoffe ich zumindest. Hiroki Ito vom VfB Stuttgart unterschrieben für 4 Jahre. I don't know, auf was du gerade anspielst. Dass ich die Interviews nur auf dem Bayern-Kanal finde, oder was? Solltest du schon ausdrücken, was du genau meinst, dann kann ich da auch gerne was zu sagen. So ist das gerade relativ schwierig. Und ich weiß nicht, wovon ich ein Teil sein soll. Kamasutra, Kamatsu. KD, Kamatsu nenne ich dich. Merkst du, wie er von einem öffentlichen Flughafen abgeholt wurde und im schwarzen Audi gefahren ist und nicht von einem Privatflugplatz mit einem knallroten Audi? Wenn man es schafft, so ein Deal nicht auszuplaudern, bevor er überhaupt passiert, kann man ihn sogar noch verheimlichen, wenn er schon in München gelandet ist. Jo. Jörg, jetzt noch Hummels und Süle holen, das wäre super. Phineas. Servus, Ito finde ich klasse Transfer. Machst du heute noch Auftaktspiel EM ein Video? Ja, nach dem Spiel, ne? Gerard, vielleicht kann der Belgier nicht mit dem Holländer. Ja, man weiß es nicht. Immer noch besser als ein Hernandez, der für mich zu viel kostet in Ablöse. Ja, ich finde, da vielleicht kurz drauf einzugehen, ich finde Theo Hernandez auch sehr teuer, aber wenn ich gestern Frankreich gesehen habe, Alto Belli, das ist schon eine Maschine, ey. Das ist schon, aber dieses andere Kaliber von linker Außenverteidiger. Das war schon wirklich stark, ey. Kann ich natürlich jetzt nicht an einem Spiel beurteilen, aber das, was ich da gesehen habe, war schon wirklich stark. Hans Landau, mit der Sparpolitik und der damit verbundenen Chancenlosigkeit in der Champions League wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis Musiala sich einen Verein suchen wird, der ihn den Champions League Erfolg eher garantiert. Musiala hat noch einen Vertrag bis 2026. Es wäre also nächstes Jahr die letzte Möglichkeit, noch eine Ablöse für ihn zu bekommen. Ich habe keine Ahnung, was dieser Kommentar unter dem Ito-Video zu suchen hat, aber gönn dir. Hans Landau, merkt euch schon mal Platz 3 mit 900 an Kaderwert. Jo, alles ist gut. Young Drums, De Ligt ist zu viel verletzt und verdient 16 Millionen. Ich überlege gerade wegen verletzt. Ja, letzte Saison war er zwei, dreimal angeschlagen. Weiß ich nicht.
16 Millionen haben wir jetzt auch schon öfters gelesen. Ich weiß nicht, welche Zeitung das mal wieder geschrieben hat. Das wissen wir natürlich auch nicht genau, aber ich gehe auch davon aus, dass er so um den Dreh verdienen wird. Ja, weiß ich nicht. Also, für mich war er auf jeden Fall, wo er fit war, der konstanteste Innenverteidiger. Und er ist ein Innenverteidiger. Und soll Innenverteidiger-Sachen machen und nicht ein spielerischer Sechser, der das Spiel vor sich dominieren soll und aufbauen soll. Aber das muss auch jeder für sich entscheiden, wa? Wo er Wert beim Innenverteidiger drauflegt. GB, wenn man komplett überzeugt gewesen wäre, hätte man mit ihm einen 5-Jahres-Vertrag geschlossen. Okay. Also weil man jetzt nur einen 4-Jahres-Vertrag geschlossen hat, ist man nicht von ihm voll überzeugt, oder was? Den Take verstehe ich gerade nicht. Den musst du mir erklären. Was hat das denn jetzt mit diesem einen Jahr zu tun? Weil wenn man nicht voll von ihm überzeugt ist, dann ist er nach einem Jahr wieder weg. Ob er 3 Jahres, 4 Jahres, 5 Jahres, 18 Jahre Vertrag hat, wen interessiert's? Verstehe ich gerade nicht. Vielleicht wollte der Spieler einfach auch nicht länger einen Vertrag haben, wie 4 Jahre. I don't know. Ich weiß es nicht. Ja? Den Take verstehe ich nicht, sorry. Fatide, der wird zu teuer, zu viel verletzt und der Einzige, der sich wohl gut verkaufen lässt. Wiese, wer Ito verpflichtet, hat 0 Risiko. Bayern wäre dumm gewesen, ihn nicht zu verpflichten. Top-Transfer. Ja, sehe ich genauso. Wie gesagt, selbst wenn er nicht funktioniert, wirst du ihn für 20, 25 Millionen in einem Jahr wieder loswerden. Also, ich sehe da jetzt auch kein finanzielles Risiko. Finde Transfer top und zu De Ligt. Bei ihm ist das Problem, dass er ständig auch verletzt war. Klar ist er so ein klasse Spieler, aber zu anfällig auf Verletzung. Das fühle ich halt nicht mit dieser Verletzung. Ja, ich weiß, er hat da das Knie mal verdreht und so weiter. Aber das sind ja keine Verletzungen, wo man jetzt sagt, er ist super anfällig dafür. Er hat irgendwelche Muskelverletzungen à la Coman oder sowas. Nee, einmal hat er einen Schlag gekriegt, da ist er dann ausgefallen 2 Wochen. Einmal hat er sich das Knie verdreht. Das sind ja jetzt keine Verletzungen, wo man sagt, er ist verletzungsanfällig. Ja, das sind einfache Verletzungen, wenn du Fußball spielst und Innenverteidiger bist und dich voll reinballerst. So. Ja. Das sind ja keine Muskelverletzungen oder sonstige komischen Verletzungen, wo man sagt, oh, der ist aber super verletzungsanfällig. Aber auch das ist nur meine Meinung, jeden seine Meinung. Gut, Leute, das war's zum Ito, damit gehen wir rein beim Pavlo. Gut, damit kommen wir zu dem Pavlovic-Vertragsverlängerung. Kommentar. What's up? Super, genau richtig. Ja. Chibi, Martinez hat das Mir Samir verkörpert. Ich finde beides wichtig, sowohl den Nachwuchs als auch den einen oder anderen gestandenen neuen Spieler von außen. Ja, natürlich ist beides wichtig. Ja, es ist genauso beides wichtig, wie es die Stimmung, wie die Mischung zwischen Jung und Alt in der Mannschaft. Ja, ist doch klar. Und was das Mir Samir anbelangt, es ist natürlich einfacher für einen Spieler, der aus der eigenen Jugend kommt, der damit quasi aufwächst. Aber natürlich Spieler wie ein Martinez, die sich zu 110% mit dem Verein identifizieren und die bei dem Verein sind, weil es der FC Bayern ist, ja, und nicht irgendwie jedes Jahr ein neues Gerücht kommt, auch ja, geht er dahin, geht er dahin, geht er dahin. Nein, die da sind, weil es der FC Bayern ist. Ja? Und genau das waren Martinez und das hat Martinez immer ausgestrahlt und auch gesagt. Ja? Natürlich ist das super wichtig. Ja, da brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Und genau so ein Fall ist ja jetzt mit Matistel zum Beispiel. Ja, ich denke, der verkörpert das auch durch und durch. Und natürlich gibt es auch den einen oder anderen vielleicht, der dann auch aus dem eigenen Nachwuchs kommt, der das dann vielleicht nicht so verkörpert. Also aber die kennen das natürlich, weil sie damit halt länger in Kontakt sind. Ja? Aber natürlich ist das wichtig. Also steht ja außer Frage, Jimmy.
Servus Kai, genau das richtige Zeichen, sowohl für die Mannschaft, die Fans und vor allem für Pavlo selbst. Gerade nach Verpassen der Heim-EM gibt das direkt wieder einen Push für den Jungen, nachdem er so abgeliefert hat und dann die Enttäuschung durch den EM-Auswahl kam. Freue mich sehr für ihn und uns Fans. Ich wünsche mir nur, dass zum Beispiel Ted und Stunny ähnlich wertgeschätzt und integriert werden. Das gehört für mich dazu. Ich hoffe, Kompanie, ihr kennt die Talente, denn man muss ihm zumindest zugestehen, dass er zunächst einmal sicher genug Arbeit hat mit dem, was vor ihm liegt. Dass Eberl und Freund das Fundament erstmal festigen, halte ich zumindest für genau den richtigen Schritt. Ja gut, ich denke, dass jeder seine Chance bekommen wird, ne? Ich denke, auch Stunny wird seine Chance bekommen, genauso wie in Matistel. Ja, also alles, was man beim Company jetzt so gehört hat in der PK, sollte jeder seine Chance bekommen und er sollte in der Leistung gehen. Ob es dann so sein wird, ich meine, ich habe das beim Tuchel auch gedacht, wo er kam. Das wird erst die Zeit zeigen, ne? Top, so kann es weitergehen. Jo. So, Amatai. Was mir an Pavlovic noch sehr gefällt, ist, dass er eine gewisse Demut hat, stolz ist, dabei zu sein, und da erkennt man auch, dass er sich das selber alles erarbeiten musste und es nicht selbstverständlich ist. Alleine vom Charakter und seiner Leistung sind die 5 Jahre Vertrag sehr gut. Naja, ich denke, jeder Fußballprofi muss sich das selbst erarbeiten, oder? Ich glaube kaum, ja, aber selbst ein Messi oder ein Ronaldo sind Arbeitstiere, ja? Also, ich denke, als Fußballer, als Leistungssportler musst du dir immer alles selbst hart erarbeiten. Also, da ist Pavlovic jetzt keine Ausnahme. Aber ja, ich stimme dir zu, was Demut anbelangt und auch das Stolz zu sein, für den FC Bayern spielen zu dürfen und so weiter. Ja, aber das ist halt bei Spielern, die seit der, ich glaube, U7 oder was, ist er im Verein. Also, jeder, der selber Fußball gespielt hat im Verein, weiß, welche Verbundenheit man zu seinem Verein hat. Wenn es ein guter Verein ist, ne? Basti Doggy, Pavlo mein Liebling mittlerweile und das Beste, was uns die letzte Saison gegeben hat. Ja, stimme ich dir 100% zu. Marc der Staufer, für beide Seiten gut und wichtig, Glückwunsch. GB, jetzt sollte mal langsam die Mandeln rausoperiert werden. Ja, gehe ich mit. Herbert, ich finde ihn gut, dass er verlängert hat. Me too. GB, Pavlovic soll das spielen, was er am besten kann. Einfach einen erfahrenen Sechser neben ihn stellen, dann passt es. Ich denke auch. Wenn er einen richtigen Sechser hinter sich hat, nicht neben sich, hinter sich. Boah, ich glaube, dann kann das richtig, richtig gut werden. Natürlich, wenn der Trainer auch überhaupt mit so einem System plant. Das wissen wir ja nicht, ne? Wir werden sehen. GB, ist doch Wumpe, wo ein Turnier stattfindet. Hauptsache, man ist beim Turnier dabei. Nee, finde ich nicht. Also ich denke, eine Heim-EM oder eine Heim-WM, das ist genau wie ein Finale daheim. Das ist schon was Einmaliges, was du halt, ja, nur einmal in deiner Karriere erlebst. So, wenn du ein Nationalspieler bist, dann wirst du in der Regel, je nachdem, wann du Nationalspieler wirst, sehr wahrscheinlich 2 WMs, 2 EMs erleben. Aber welcher Spieler kann schon sagen, ich bin im eigenen Land Europameister oder Weltmeister geworden? Klar ist es am Ende des Tages Wurst. Es gibt dir jetzt nicht mehr, ja? Aber es ist natürlich eine einmalige Geschichte. Also ich denke, das ist schon auch nochmal eine andere Nummer, glaube ich. Also wäre es bei mir zumindest persönlich. Das muss ja auch immer jeder für sich persönlich beurteilen, ne? Dem einen ist das vielleicht wichtig, den anderen nicht. Ja, stimme ich dir zu. Frank, Philea, sauber, Pavlo. FC Bayern-Fan forever. Super, genau ein richtiges Zeichen des Vereins. Ja, Banja, ich finde mit Ito und nun der Verlängerung mit Pavlovic, dazu einen jungen, wilden Trainer, machen wir sehr gute Schritte. Dazu ist gerade sehr viel Ruhe im Verein. Läuft doch. Was mal interessant wäre, ob du ein Video hinbekommst, ohne unsere eigenen Spieler schlecht zu machen. Gar wenn bestimmte Dinge nicht wirklich stimmen, beziehungsweise eine Sichtweise ist. Es wäre doch gut, wenn man hinter der Saison einen Schlussstrich zieht und alle starten bei 0, vielleicht etwas positiver werden. Nörgeln können wir alle später. Ich weiß nicht, worauf du anspielst, aber nein, ich werde meine Meinung jederzeit äußern. Wenn dir das nicht passt, geh halt. Fertig. Du musst mit meiner Meinung nicht übereinstimmen. Und nein, ich werde nicht die letzte Saison einfach abhaken und sagen, alle starten bei 0. Warum soll ich das machen?
Wo ist der Sinn? Ja? Warum soll ich Spieler sagen, ja komm, wir starten jetzt wieder bei 0, die seit 3 Jahren schlechte Leistung bringen und 20 Millionen verdienen? Nein. Fertig. Wenn dir das nicht passt, alles gut. Du musst nicht meiner Meinung sein, wenn du damit nicht leben kannst, wenn ich irgendwas sage, guck dir die Videos nicht an. Guck woanders zu. Fertig. Snackmonster. Giuseppe, Pavlo, lass die Mandeln rausnehmen und dann geht's volle Pulle in die neue Saison. Jo. Martin, Pavlovic kann man mit Goretzka nicht vergleichen. Pavlovic ist viel besser. Erfahrung kommt mit dem Alter. Ach so, war das hier auf Goretzka bezogen oder was? Alto Belly, ey. Nee, ich glaube auch nicht, dass man die unbedingt vergleichen kann. Ja, ich denke, Leon ist ein ganz anderer Spieler wie ein Pavlovic. Also das wäre auch nicht dem einen oder dem anderen gegenüber fair. Also Leon ist für mich kein Sechser oder Achter in der Form. Obwohl er es teilweise gut gemacht hat letzte Saison, auch in der Innenverteidigung, wo er ausgeholfen hat. Aber Leon ist halt dieser Box-to-Box-Spieler. Leon hat seine Stärken durch einen energischen Antritt, durch das Durchziehen, dann in den Strafraum reinstoßen, da gefährlich zu werden. Da hat ein Tuchel Leon auch ein bisschen beraubt durch seine komischen Positionen, die er teilweise spielen musste, als halb links außen, halb rechts außen. Ja. Brille nicht entspiegelt. Nee, kann ich mir nicht leisten. GB, Pavlovic hatte das Glück, dass Palhinha letzte Saison nicht verpflichtet worden ist, beziehungsweise das war auch unser Glück. Weiß ich nicht, schwer zu sagen. Schwer zu sagen. Aber wahrscheinlich, klar, wäre ein Sechser gekommen, hätte er wahrscheinlich nicht diese Chancen bekommen, wo Kimmich gesperrt war und so weiter, dass er hätte spielen dürfen. Ja, kann schon gut sein. Ja. Brille entspiegelt, Brille ist entspiegelt, spiegelt trotzdem. Benjamin, einfach nur selbstlos von ihm zu verlängern. Was? Ey, was ist denn los in den Kommentaren, Leute? Was ist denn los mit euch? Redet ihr alle frei, weil Sommerpause ist, oder was? Wo ist das denn selbstlos von ihm zu verlängern? Weißt du, was selbstlos bedeutet? Alto Belly. Adam. Ich halte nicht sehr viel von diesen langen Verträgen. Wenn er sich jetzt nicht weiterentwickelt oder durch das viele Geld es jetzt ruhiger angehen lässt, stehen wir wieder da. Ich hoffe, dass der Junge lange gierig bleibt. Und natürlich freut es mich, dass ein Eigengewächs bei uns ist. Ja, aber wer sagt denn, dass er, keine Ahnung, jetzt 10 Millionen verdient? Ja? Also das wage ich zu bezweifeln. Und ich halte von den langen Verträgen bei jungen Spielern sehr viel. Weil, nochmal, wir reden ja jetzt nicht darüber, dass er jetzt 5 Jahre dann an uns gebunden ist. Sollte man jetzt sehen, es reicht nicht, ja, dann würde man ihn wahrscheinlich erstmal ausleihen und so weiter. Also, aber es ist ja nicht so, dass du ihn nicht verkauft bekommst, weil er 5-Jahres-Vertrag hat. Ja. Also. Und ich denke, Pavlo wird seinen Weg bei uns machen. Ja, und dafür hat er einfach so viel Qualität letzte Saison gezeigt, dass ich persönlich da keine Sorge habe. Wenn natürlich der neue Trainer auch auf ihn setzt, ne, das werden wir mal sehen. GB, kommt Pavlovic noch aus dem Stimmbruch raus? Der Pflaumenwuchs ist offenbar schon vorhanden. Ja, ich weiß nicht, ob das mit seinen Mandelentzündungen zu tun hat, die er alle 4 Wochen hat. Ansonsten, ja, bei dem einen eher, bei dem anderen später, wa? Figno, völlig überbewertet, ähnlich wie Musiala. Ja, die Meinung ist auch exklusiv, Alter. Dumbo Jumbo, Goretzka 2.0 in Jung. Weiß ich nicht, habe ich ja gerade schon gesagt. Ist, glaube ich, ein bisschen nicht Leon fair und auch nicht in Pavlovic gegenüber, das zu vergleichen. Aber du hast ja 2.0 geschrieben, von daher, wenn man jetzt darüber redet, dass ein Goretzka eine Weiterentwicklung hat. Aber allein, wie gesagt, wie ein Pavlo unter Druck agiert, welche Übersicht er hat, wie er die Bälle verteilt, wie er die Bälle auch nach vorne verteilt. Ich glaube, ein Goretzka hat ganz, ganz andere Stärken. Ja. Aber
Keine Ahnung. Wenn wir jetzt davon aus sagen, so 8er Position, beide spielen 8er Position, dann können wir da gerne davon reden, Goretzka 2.0 in Jung. Nehme ich so mit. Leute, das waren eure Kommentare zu der Neuverpflichtung und zum Pavlo. Ich werde jetzt hier auch nochmal abschließend sagen, mir geht dieses einfache Reinkopieren von irgendwelchen Schlagzeilen aus der Presse ziemlich auf die Eier. Das sage ich auch so klipp und klar. Und ich werde das in Zukunft ignorieren. Wenn ihr meint, da das irgendwie als Referenz zu nehmen. Wenn ihr eine eigene Meinung habt, super gerne. Ja, gehe ich da auch super gerne drauf ein. Aber wenn da einfach nur irgendwas zitiert wird aus anderen Zeitungen, wie, ich habe gelesen, das und das. Sorry. Dann werde ich das ignorieren. Da werde ich nicht mehr drauf eingehen. Ihr könnt das gerne schreiben, wenn das eure Meinung ist. Dann vertretet eure Meinung, aber vertretet nicht eure Meinung dadurch, dass ihr irgendeine Schlagzeile aus irgendeiner Zeitung zitiert. Den Sinn verstehe ich nicht. Und nochmal der Hinweis, man sollte nicht jeden Scheiß glauben, der in irgendeiner Zeitung steht. Wie es ja hier auch schon stand, man hat zum Beispiel von Ito gar nichts gehört im Vorhinein. Macht euch da mal Gedanken. Ja, warum ist das denn so? Stimmt dann alles, was in irgendwelchen Zeitungen steht? Wissen die alles? Meine Behauptung, nein, tun sie nicht. So. Und deswegen ist mein Credo, man nimmt die Infos, die der Verein bereitstellt. Ja? Und darauf kann man dann gerne reagieren, dann kann man auch was sagen. Dasselbe jetzt mit dieser De Ligt-Geschichte. Nochmal. Wenn die Bild-Zeitung schreibt, oh ja, wer FC Bayern verpflichtet Ito, will noch Tah verpflichten, werden dann Upa und Minje abgeben. Was ist das für eine Schlagzeile? Interessiert die jemand? Interessiert keine Sau, oder? Was die logischen Abgänge sind, weil beide schwach waren letzte Saison. Wenn man dann aber schreibt, FC Bayern will De Ligt abgeben, ja, dann ist das natürlich eine Schlagzeile, dann regen die Leute sich auf, dann ist Gesprächsstoff da, dann sind Klickzahlen da. Schaltet doch mal ein bisschen den Kopf ein. Ne? Das wäre mal mein Rat an euch und ignoriert mal Social Media, was den FC Bayern anbelangt. Oder wenn ihr euch den Scheiß gebt, dann lest das, lest die Überschriften, so wie ich das auch handhabe, und gut ist. Ja. Und beschäftigt euch damit nicht weiter und geht nicht in irgendwelche Livestreams rein, in irgendwelche YouTube-Kommentare und schreibt da rein, ja, aber hier, der Company will den De Ligt ja gar nicht haben. Das stand ja auf ABCZF. So. Damit macht ihr euch in meinen Augen nur lächerlich. Wie gesagt, wenn das eure eigene Meinung ist, wenn ihr euch die gebildet habt und sagt, ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der Company den De Ligt nicht haben will, wegen ABCDE. Alles gut, haut das gerne in die Kommentare, gehe ich da auch super gerne drauf ein, sagt da meine Meinung zu, aber dieses aus Zeitung zitieren, nee, tue ich mir nicht an, habe ich mir gestern im Livestream nicht mehr angetan, deswegen habe ich den nach 1,5 Stunden beendet und werde ich mir jetzt auch in der Sommerpause hier in den Kommentaren nicht antun. Ich werde eure Kommentare dann einfach überlesen. Also ich werde sie natürlich lesen, aber ich werde darauf nicht eingehen. Ne? Das nur als kleiner Hinweis. Rot-weiße Grüße gehen raus, Leute. Wie immer, vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.